Bumm! Wahrscheinlich gibt das fernweh, wenn ihr so ein Stehen von der Gräst gegen den Kopf kriegt gegen Stier. Wahrscheinlich gibt das sogar deutlich ausgehen. So war es doch in der Bibel, an 1. Samuel 17, wo der Goliath so ein Stehen vom David und sein Kopf geschossen hat und dort umgefallen ist. Mir viele Leute sagen, dass das war ein Märchen, die Geschichte von David und Goliath. Interessant ist, dass die Bibel die Platz, wo das geschieht, ganz genau beschreibt. Also nicht so wie ihn, der das irgendwo erfunden hat, der nie da war. Aber du wird ganz genau beschrieben, es gibt auf der einen Seite ein Himmel, wo das ein Volk Philister stürmen mit ihren Soldaten. Auf der anderen Seite war ein Himmel, wo Israeliten stürmen mit ihren Soldaten. Und an der Mitte war ein Dall, wo ein kleiner Bach dran war, wo den David sein Stehen fand, oder seine Stange, die ihn wollte benutzen, den hat just gebraucht, für zu gewinnen. Und da waren verschiedene Bäume, die ihn Terebintenbeem genannt wird. Und heute kann ich da hingehen und go sogar archäologisch Ausgaben gemacht, die weisen, dass längere Sachen gefunden sind, die darauf hinweisen, dass da Philister und Israeliten gelebt haben. Also, froh, was Heines, kann ich der Bibel vertrauen? Argument Nummer 4.